Guten Abend bei Pisa. Und ihr werdet nicht leben, haut gött gekacht. Unter anderem Heimat da. Das ist flüssigen Stickstoff. Den ist knapp minus 196 Grad Celsius kalt. Und ich kann nicht beruhigen, ich werde da mal nicht lang hantieren. Schon mal Hilfe geholt von Mr. Science. Guten Abend, Joseph. Guten Abend, Olivier. Das ist wirklich schwer, Molekularkischen, das Zauber wird das, was wir machen. Und du musst auch etwas mit dem flüssigen Stickstoff. Genau, das ist eine ganz kalte Flüssigkeit, also eigentlich keine Meere normalerweise schießt als Gas. Und du kannst in Sachen Schockgefrieren dran. Und ich schon so einen Schlagsahn berät. Und wenn ich ein Häppchen davon dran mache, dann geht das direkt Glas. Das heißt, mit der Schlagsahn, du musst ja nur Glas am flüssigen Stickstoff. Genau, und das kannst du auch noch schmecken. Ich bin gespannt. Und dann? Voilà, dann gehe ich über auf falsche Kaviar. Das ist eine Spezialtechnik, für das zu machen. Das erkläre ich auch. Falsche Kaviar, den du nicht essen kann, aber, oder? Doch, den kannst du essen. Den Kaviar, den habe ich Heimat, Curaçao Blue gemacht. Oh la la. Voilà, du kannst aber alles holen, kann einen Tomatenjus holen, kann irgendeinen Jus holen. Weil ihr nicht will, oder? Ja. Genau. Okay, und du nur gesehen, dass du in leihen. Voilà, du machen wir Canard à l'Orange, das ist ein Rezept, was die mal Heinz so viel Christtag mischt und was wirklich immens lang muss am Uwe gehen. So, die Kette Toolmänglisch lese 2,5 Stunden gehen. Die beginnt, also ja, die beginnt. Wir haben ein bisschen einen Strampel, den braucht ein bisschen mehr lang. Aber mit meiner neuen Technik an der Mikrowelle, da geht das auf 5 Minuten. Okay, ich bin gespannt, Joseph, das alles präpariert. Wir sind bereit, immer wenn du lasst, gucken wir auf dich, was das überhaupt ist, die Molekularkischen. Klingt ja schon ein bisschen exotisch, kann aber so viel verraten. Es sind praktisch sicher, dass jeder von euch daheim, ob man es schon ein Jahr mit Molekularkischen zu tun hat. Wenn die Aminosäuren von den Eiweißmolekülen sich mit den Zuckermolekülen am Fleisch verbannen, dann geht Fleisch bausse schön knusprig sprung. Genau das Molekularkischen. Alles, was in einer Küche geschieht, ist Molekularkischen, weil die Molekülen sich verändern und verbannen. Über Generationen goufen zwei Sorten essen, den traditionelle Kast von der Boom oder die Lebensmittelindustrie mit all ihren E-Nummern. Von Haut von molekularer Küche geschwärzt wird, da geht eigentlich schon davon aus, dass verschiedene Cash die wissenschaftlichen Prozesse, die während dem Kochen passieren, verstanden haben und die dazu nutzen, ihre Klienten eine neue Sorte Küchen zu präsentieren. Anstatt Schokolade in ihrer traditionellen Form zu servieren, kann ein Hautsauermus entweder als Kaviar oder als falsch Spaghetti auf den Teller bringen. Für dich muss ein du für Gemüse oder was die Sauce in einer anderen Form servieren will, einen flüssigen Zustand kreieren und nicht nur mit einem Gelee-Mittel nicht dick sind. Was kannst du dafür benutzen, sind sogenannte Additiva, wie zum Beispiel Xanthan, ein komplexes Kohlenhydrat aus Traubenzucker, was in der Europäischen Union als Zusatzstoff E415 gefordert wird. Andere wie Johannisbrotkernmehl oder Guarkernmehl sind pflanzlich und von denen Bioboutique. In der Molekularküche werden, ich kenne jetzt mit Sicherheit nicht jeden Zusatzstoff, der verwendet wird, aber die meisten davon sind sogenannte Hydrokolloide. Das ist das, was E400 und fortfolgende ist. Es gibt auch noch andere Zusatzstoffe. Es gibt Substanzen, die nicht Zusatzstoffe sind, wie Maltodextrin, wie Transglutaminase. Transglutaminase kennen wir. Das ist, wenn zum Beispiel es wird eingesetzt, um aus kleinen Schinkenstücken einen Formschinken zu machen. Das ist jetzt nicht für den Menschen schädlich. Es kann aber in einigen Fällen eine missbräuchliche Verwendung sein, wenn ich zum Beispiel kleine Jakobsmuscheln aus China, aus Südamerika nehme und sie zu einer großen, vollfleischigen Jakobsmuschel zusammenklebe. Was sehr stark verwendet wird, was oft verwendet wird, sind zum einen Texturgeber, also zur Veränderung der Eigenschaften, Geliermittel, sagt man da dazu, oder aber auch, sagen wir mal, Techniken, also sprich jetzt diese Niedrigtemperaturgarverfahren oder auch bestimmte Trocknungstechniken, die eben Gefriertrocknung und solche Dinge. Und da passiert mit den Nahrungsmitteln eigentlich nichts, außer dass das Wasser entzogen wird. Mit den richtigen technischen Apparaten kann ihn zum Beispiel ein Nee bei 62 Grad pochieren, und egal ob ihn 10 Minuten oder 4 Stunden am Schäfchen hat, die Cuisson bleibt dieselbe. Wir weisen nicht eng von diesen Techniken, dafür auch den Schutzbrill. Weil Joseph müsste flüssigen Stickstoff, müsste Schlag sein, und du musst kleine Heißbierchen. Genau, und dafür muss ich auch für dich den Löffel ein bisschen aufkühlen. Für was? Mal, dass der Schlagsahne nicht Löffel passt. Voilà, und dann hole ich ein bisschen Schlagsahne raus. So kleine Häppchen. Und ich mache dann den Stickstoff. Das ist wie Knittle, ne? Genau, ähnlich. Das ist der Detail nicht eine Wärmflüssigkeit, das ist eine ganz, ganz kalte Flüssigkeit. Und dann friert es dann. Wie lange muss das da dranbleiben? Oh, ein paar Sekunden, dann ist das fertig. Ich gebe schon so, wird gut.
einen Teller. Du kann ich Voilà, du kannst es schmechen, los, im Moment, bloß ein drauf. ja. Genau. Genau, Mikael, nee. Nee, das lo. Okay, und dann einfach, Einfach drauf beißen. Vertrauen da. Mach gut. Okay. Soll ja nicht mit vollem Mund schwätzen, aber das Bannen dran, also moelleux, nach ganz Müll, schlecht sind Bannen abbausen, ist aber gut fest. Also, das kann, weil es so klar ist, ja. Genau, also das halten dass du schlagst an, dass selbst hier an enger Glas dran hast an durch den flüssige Stickstoff geht dann so schnell aufgekillt, dass es Bausen anderem freiert. Was geschieht mit dem Kaviar? Ja, der Kaviar, das weiß ich nicht, aber am besten die Händchen. Und das ist eine Reaktion, die zwischen zwei Substanzen. Du hast erstens mal ein Alginat. Was ist das? Alginat, das ist Salz, das wird aus den Algen, der Braunalge gewonnen. Und das mischt viel Substanzen mit dickflüssig, zum Beispiel die Joghurten oder so. Und dann, das mischt eine Reaktion mit einem Calciumsalz. Das heißt, so Calciummilch sei ja Salz. Und in dem Moment entsteht Calciumalginat. Calciumalginat, das ist eine neue Substanz, die entsteht, an der ist viel mehr fest. Das ist wirklich so eine Form Plastik. Ich weiß das mal, wie das da wirklich funktioniert. Also du hast dann den Natriumalginat mit dem blauen... Voilà, am Curaçao habe ich schon gemischt. Ich habe ein bisschen Heiranner gemischt. Und das lasse ich durch die Spritze. Die Spritze, die kriegt er auch an aller Abdik zu kaufen. Das ist nicht extras. Okay, dann hältst du die Bullen raus, oder wie? Also, genau, die reagieren mit der Calciumlesung. Es bildet sich unter eine feste Schule von Calciumalginat. Bannen dran ist aber noch immer der flüssige Curaçao. Und die Reaktion, die stoppen nicht hier. Das ist nicht, dass kein Schicke gehen, oder wie? Genau, das wird ganz fest gehen. Also wenn ich da lang Gift dran lasse, dann gibt löser los der Calcium mehr Ragon an Bull und dann hat man hier eng das ganz fest ist. Und fertig Resultat gesehen wir, der wischt die, ich muss ja wahrscheinlich im Schmachen, ne? Genau. Der wischt die Öl aus dem Löffel, da muss ich nicht vom Tisch auf. Genau. Wann ich Also schön Bullenhai. Ja. Und das ist genial, dass du bei als dat Bausen festziehen, aber wenn du am Mund verdreckst, dann könnt dann so der flüssige Gu an den Mund. Und das schmeckt da ganz gut. Kannst du daheim noch machen? Kannst du daheim nur machen, und das war nicht mit Curaçao zu machen, das kann ich mit allmähliche Flüssigkeiten machen, zum Beispiel mit Campari, können machen, können aber auch eine unalkoholische Flüssigkeit holen, wie Tomatenjus zum Beispiel. Ja. Auch am Internet kriegen die Satten auch zu kaufen. Ne? Sind das die heute dabei und die als Matbrust? Genau, das sind so Satten, die fertig zu kaufen kriegen. Das für Einsteiger ist das ganz gut geagent, du kannst alles erklärt, wie das funktioniert. Für Leute, die wollen selber viel experimentieren, die können sich aber auch Sachen an der Optik bestellen. Ich weiß, du bist ja Chemiker, du hast studiert, schaffst du beim Fonds National de la Recherche. Und ich weiß, dass du mit den Kanner immer für zu weisen, wie gefährlich das der Rost-Test muss man Stickstoff. Genau. Ich weiß das da, was du mit der Rost geschieht. Genau wie als Meringue geht Rost auch ganz schnell aufgekillt. Da tust du dir auch noch nicht den Löffel für drunter den Mund, weil gibt dir die Zunge Pasche bleiben. Ja, den ist dann so kalt, dass den direkt in der Zunge festfriert. Aber ja, wie gesagt, was man länger Rost geschieht, ja. und die friert, hast du mal gut fest auf den Tisch. Und dann? Also probieren? Ja. Okay. Okay. Weil das gibt auch mal am Fanger geschehen, wenn man die zu lang am flüssigen Stickstoff lassen. Dafür soll er lieber nicht mit dem flüssigen Stickstoff spielen. Okay. Dann haben wir das Phase, bevor kann er mit dem Stickstoff keine Dummheit machen. Was die andere Sache betrifft, mit den verschiedenen Zusatzstoffen, die eben an der Molekularkiste dann auch verwendet werden, muss man sich ja aber irgendwo vorstellen, ob die ganze Sache mit den Additiven nicht aber vielleicht schlecht ist für die Gesundheit. Es gibt Leute, die sagen, sie wurden davon krank. Es gibt in Frankreich einen sehr bekannten Weinsammler, der heißt François Audouze. Und François Audouze schildert auf seinem Blog sehr ausführlich die Krankheit seiner Frau und wie ihm im Hotel gesagt wird, ach, Sie waren in diesem und jenem Restaurant, das erstaunt uns gar nicht. Die Leute dort kommen alle krank zurück. Aber wie heißt die Restaurant? Das Restaurant heißt El Bulli. Der spanische Sterrekach war den ersten, den durch Spiel mit den Texturen und Konsistenzen von mir der Welt bekannt ging. Der Ferran Adrià mischt aus Tradition und Handwerk, Kunst und Wissenschaft, auch von den ein oder anderen Klienten halt mal Durchfall davon erkriegt. Der Jörg Zipri schafft seit der 18 Jahren als Journalist und Schriftsteller am kulinarischen Domain und kritisiert hauptsächlich, dass die Cash nicht ehrlich mit ihrer Klientel wären.
Das heißt, sie arbeiten im eigenen Labor, sie erfinden eigene Gerichte, sie forschen selbst, teilweise monatelang, und sie arbeiten mit wissenschaftlicher Präzision. Stimmt das überhaupt? Ich sage mal nein. Das Labor, das ist eine Küche mit 2, 3 Geräten, die kompliziert wirken. Die eigene Forschung, das ist das Ausprobieren neuer Rezepte, das haben Köche seit Generationen getan. Das Erfinden finde ich nun einen ganz kuriosen Aspekt, also die eben erläuterte Reaktion von Alginat mit Calcium, die ist seit Jahrzehnten bekannt. Und wenn ein Ferran Adria sagt, er hat sie 2003 erfunden, dann stimmt das nicht. An der Lebensmittelindustrie muss vom Gesetz ihrer Ballverpackung genecht wat dran ass. Im Stäre Restaurant bezielt er mittlerweile méi Sue fir sei Pla, wann Additive am erste sinn, wie wann net Natur pur wie. Le produit de base, il reste nature. Pour tout ce qui est autour peut être un artifice. Donc pour les gens, ils vont découvrir un parfum, un goût, automatiquement, il va y avoir une explosion de goût. Donc ça va renforcer leur idée justement des goûts des choses. Verteidigt wird diese Praxis immer mit den Worten, wir nutzen wenig, wir dosieren präzise, wir arbeiten wissenschaftlich. Ich denke, wir haben gesehen, das stimmt nicht immer. Ideal wäre da also bei Allpla, denen op der Karte von seinem Restaurant find, gibt dabei stoen, wieviel Zusatzstoffe pro Rezept verschafft goufen. Ob Karte durch allerdings noch übersichtlich wären, ob der Klient mit der Information überhaupt der Besuch kennt, als zu bezweifeln. Außer Durchfall durch Additiven kann ich von der Molekularküche nicht wirklich krank gehen. Und das kann einem auch geschehen, wenn der Kochmann wertig Produkte verschafft, was ihr auch nicht auf die Karte schreiben. Ausprobieren sollen sie es auf jeden Fall. Also wer es nicht ausprobiert, der kann auch keine Meinung dazu haben. Es ist sehr überraschend. Sie wissen nicht genau, was sie essen. Dadurch werden ihre Sinne in die Irre geführt. Das kann gefallen oder missfallen. Das ist eine interessante Küche, die ich nicht ganz gut kenne, aber die da wäre das entdeckt zu gehen, weil die Möglichkeit gibt, vielleicht neue Sachen zu schmecken. Das ist vielleicht nicht für all das, aber für nicht von Heinz do, ja. Also selber ausprobieren, da könnt ihr mitschwätzen. Von uns kriegt noch eine Idee. Wir machen Canard à l'Orange. Ohne Orangen, dafür aber an der Mikrowelle. Und Joseph, du bist schon am Gang, den Filzschnur zu tuppen, ne? Genau, ich hatte den lo ganz kurz gebroden an der Pan, wirklich a ganz warmen Butter. Für was? Maar das, weil an einer Mikrowelle, hast du vielleicht schon einmal gemacht, du kriegst nie die gebrodene Gu hin, weil an der Mikrowelle wird alles nicht mehr gekocht. Okay, mit der Gu muss man aber trotzdem nicht von der Orange kriegen. Wie funktioniert das? Genau, also am Ofen hast du normalerweise so Sud, und du ziehst das los, die Gu an die Filzchen ran. Aber wir haben heute keine Zeit, dafür habe ich einen Orangenlikör, das ist Cointreau, und den würze ich auch schon. Und das habe ich schon gemacht, mit Salz und Pfeffer, und das habe ich heute schon dran. Also das ist ja kein Salz und Pfeffer, das ist das Gesicht, das sind das nicht mehr gesagt dann. Genau, muss ich keinen Stecker dran haben, für die heute nicht verstopft, muss ich ihn siften. Voilà, an den Gu, den machen ich am Eisen Filzchen heute dran. Ich bin geimpft. Genau, das kann ich selber hier machen, dafür brauche ich kein Firma zu sehen. Überall ein bisschen, so dass es schön verteilt ist. Voilà, da den überall den Gu dran kriegt. Und dann holt den de Vierdeel, dat den eng méi Flüssigkeit am Flüeleg dran huet, und dann gëtt dir viel schnell an der Mikrowelle nach erhëtzt. Du den Triggers von der Mikrowelle. Genau. Okay, wie lang? Half Minute op 500 Watt zum Beispiel. Mach mal dann direkt starten wir schmachen dann noch no. Joseph kann schon soviel verroden, mir sie secher wat alles dran ist, weil man ja selber gemacht hun. Das ist nicht immer der Fall bei Lebensmitteln, besonders wenn es verschafft sind. Das kann dann auch mal gefährlich sein. Man muss ja wissen, knapp 5% von den Leuten zu Lützeburg, die sind allergisch auf Nuss. Für die Lebensmittel mehr sicher zu machen. Gehen nicht nur Neutester, mit denen in der kann herausfinden, auf welche Lebensmittel wie Nuss verschafft sind. Nuss geheieren zur Krischzeit wie d'Bullen op de Beemchen. An net kann se mat gutem Gewissen naschelen. Wertvoll Fettsäuren, die viel Vitaminen, mineraler Ballaststoffer machen Nuss zu engen gesunde Lebensmittel fir de Mënsch. Just Allergiker hëlfen all des Positivwirkungen neicht. Für sie kann eng sech Nuss scho geféierlich sinn. Mir so Nüsse so auf die Äffennüs, die sind ganz gefährlich, und da gehen doch die Nüsse von den Beem, die Äffennüs aus dem Boden, und die sind alle zwei ganz gefährlich, weil die kann machen, dass das Schwelt direkt gesiegt oder kriegt den Ausschlag, aber das ist noch nicht so gefährlich.
mit kann einen Schock machen, dat hiech no pu Minuten sagt der Blutdruck auf, wann en du net schnell behandelt, kann ich stirwen. Bei ganz sensible Leiit geht schon Manner wie eng Kakaoett durch fir eng stark Reaktion auszulesen. Dofir schreibt die EU4, dass bei alle Lebensmittel wo Nuss dra sinn, dat op der Packung stohe muss. An do könnt Präzision vun den Tester fir Nusser Lebensmittel ze detekteieren an Spiel. De kann fir Betroffener iwwerlebenswichtig sinn. Das Tester nach méi sicherer präzis ze man ass dem André Steinmetzer senge Chercheuren aus dem CRP Santé hier Ziel. Zanter engem Joer entwickle sie Tester, die bis zu 10 Milligramm Nuss op Kilo detekteiere kann. Für ihre Recherchen huse en anderen Mozartkugel analysiert. Ja, es steht affichiert, dat ze Mandeln enthalen an Pistache an eventuell Spuren vun Kakaoetten. Wir hunn an diese Teste konnte nachweisen, dass ziemlich viel Mandeln an ziemlich viel Pistachen dran sind, aber Kakaoetten kann man nicht nachweisen. Kakaoetten, Pistache, Mandel, Cashewnüsse und demnächst auch Waler, Pekennüsse können dem André Steinmetz-Tester nachweisen. Andere Tester können das zwar auch, allerdings nicht so präzis. Außerdem benutzt der Kib aus dem CRP Santé dafür Genen aus den Nüssen und nicht wie viele andere Proteinen. Wenn man im Niveau von den Genen guckt, da kann ihn rausfinden, wo man dann etwas von einer Kakaoette dran, also irgendwie Gemüse dran, also irgendwie Mais, wird ja alles Haut verschafft. Und dafür ist es auch wichtig für können zu sagen, wir haben da guckt ihn dann DNA, weil da verschiedene Situationen mehr resistent ist wie Proteine. Der sicherste Weg ist also Lebensmittel und Hand von Genen und Proteinen auf ihren Nussgehalt zu prüfen. Das System, das gerade zu Lützeburg ausgeschafft und vom Fonds National de Recherche finanziert wird, wird sein Teil dazu beitragen. Joseph, der größte Moment ist du. Oh mein, ich hatte im Moment einen Teller, wie warm? Nee, an der Mikrowelle, da gibt wirklich schüsst Wasser normalerweise erhitzt. Voilà. Sie sehen nicht schlecht aus, muss ich schon mal so, ne? Ja, ich fand noch. Da schneide ich mal ein gutes Stück Hai auf. Oi! Guck schon, sagt, du das Profil, das ist ja aber, wir sehen alle zwei kein Cash, das gesagt ja nicht schlecht aus, ne? Das ist noch nicht rot. Die ist durch, so wie beim Capitol, noch 2 Stunden. Also ein Deck in 2 Stunden, du bist Mann lang, wir haben heute 2,5 Minuten schmengen, das wir kommen dann muss trotzdem schmecken, weil genau. Das einfach ein in der Mikrowelle geheim und dann voilà, du der verschroten, merci, ja. War nicht schlecht. Der Schmeck, also muss ich, also das ist schön, ne? Mm. Also doch zart. Mhm. Ja. Und heute den Orange gut? Mhm. Ich muss so eine sicke große Feinschmecker so lange hier, dass ich mir letzte richtige Kanal Orange gehst du mir. Ich fand ihn so gut. Also ich fand ihn so gut, ja. Ja, ich meine, das vielleicht trotzdem ein Unterschied von einem richtigen Kanal Orange, den in 2,5 Stunden geholt aber bon, das halten dass sie 5 Minuten, wenn ihn alles rechnet, dann tut ihn aber gut Resultat. Das am besten natürlich immer die überzeugt dich selber. Am Ende selber, probiert es selber. Wenn du für das Rezept auf rtl.lu einfach geschrieben, Rubrik Tölle, Rubrik Pisa, da könnt ihr das dann noch lesen und noch kochen. Joseph, es ist vielmals merci für die flotten Rezepte. Das ist geschehen. Hat Spaß gemacht. Ihr vielmals merci für das Gucken und dann ist es bis der nächste Pisa. Haut den Ofen dann einer Woche. Space Shuttle überquert durch den Universum. Was das beim Urknall geschieht. Wie as als Sonnensystemen Sternen agëdet Liewen op andere Planeten, Big Bang, Raumfahrt, Mars-Expedition a Mondlandung. Nächst Woch gesimmer bei Pisa Sterren. D'Forschung zu Lützeburg. Für Isch, für erddeschlecht Liewen. Genowen Jo eng na Weltkalawer drschen nuch da war da is am Gutland am Norden. Du könne mo liicht Schneeschauren Rofkommen dat bei Temperaturen tschen -3 plus engem Grad. An Mo am Sonden, du kindnte nach am eislege pu Schneeschauren Rohfallen am La vum de Mitten, as dann do awer och gräessen deels drschen, genese wie am Recht vom Land an Sonn. Die werd och bisssen Chance hunn Lussen ze kommen, dat bei Werter vun maximalen 3 Grad. Darty, le contrat de confiance.
De Ford Focus mat Ford Kinetic Design. Well mir fallen alle Guergebissen op. Entdeckt de neue Ford Focus Econetic 2 vun 99 Gramm CO2 un 2500 € Care Plus Prim. Für den iPhone gëtt eng sëllechen Applikationen. Du gëtt Apps, die schëllefen de richtige Flieger zerwischen, Apps, die schëllefen de richtigen Zug ze kreien, Apps fir Ise lieeren ze losen, an Apps fir Issen ze goen. Et gëtt Apps, die ech bei der Erbechtëllefen, an Apps fir Shoppen ze goen. Tja, et gëtt méi wie 90.000 Apps, fir so ziemlich alles, nëmmen iPhone. Mit der Kaktuskarte könnt ihr lo richtig profitieren. Am Kaktus Hobby kriegt ihr lo mit ihrer Karte 20% auf all Laptop und PC, den ausgestattet ist mit Windows Vista und dadurch auf die Promotionen. 20% nach bis diese Sonde schmatt. Und diese Sonde ist Ballitual von 10 bis 7 Uhr ab. Kaktus Klienskarte, ein starkes Stück. RTL präsentiert den neuen Jungle-Film, Die kleine große Kinect. Die lebt kleine Kinect-Kron. Ich hätte so gern gehabt. Hi. Kinect Siggi, der Nächste. Von Lohn entsteht die ganze Langweg gut für ihre Chance. Ich bin dafür. Und ich bin dagegen. Oh, lass es geht. Die kleine große Kinect. Lo op jungle.com. Und da könnte schon mehr. Wann Drogepatienten hier Therapie mat Zyse am Seerdalschloss aufgeschlossen, kräen se zu Jung Lünster ein Haus zur Verfügung gestellt, fir ne an Normallewensreck zu fannen. Weil das Haus aber schon von 1875 aus hilft RTL lo renovieren. An 100 Stunden ma mir alles frisch. De großen RTL Challenge 2009. 100 Stunden für Seerdalschloss. Von dem Mendesch Erdauermoie Sun Radio, Owesam 2004 am Donno am Magazin. De großen RTL Challenge 2009. 100 Stunden für Seerdalschloss. Ze Summe mat Co-Planning als enge Partner.